Ja, Wie? so ist wieder schlecht. So ist gut. So ist gut. Ja. Okay. Nochmal. Kamera läuft. Moin, liebe Lüd. Da sind wir allwetter mit der 12. Folge von Platz to go unsers Lüde Plattschule. Wir haben ja schon ganz viel über Grammatik, über Sprachgeschichte geredet und heute wollen wir mal so ein bisschen praktischer Aussprache. Wir sind hier in einem Theater, hier wird die Sprache ja nicht nur geschrieben und gelesen, hier wird sie gesprochen. Und das ist ja immer so ein großes Thema, nicht? Dann gehen Leute ins Unsorg-Theater, entweder könnt ihr schon platt oder ihr könnt gar kein platt, völlig unterschiedlich, völlig egal. Aber jeder hat dann so ein Gefühl. Das klingt aber anders als bei meiner Oma. Ist das überhaupt richtiges Platt? Ist das ein anderes Platt? Ist das denn Hamburger Platt? Ist das Holsteiner Platt? Was sprechen die denn da im Unsorg-Theater? Und der eine Schauspieler klingt vielleicht auch noch ein bisschen anders als der andere. Macht das jetzt einer richtig und der andere falsch oder ist das beides richtig? Und vielleicht wirst du Platt lernen. Welches soll ich denn jetzt lernen? An wem kann ich mich orientieren? Wie wird das ausgesprochen? Da gucken wir heute mal so ein bisschen rein. Also, wir haben ja auch schon mal so ein bisschen angeschnitten. Wir haben hier am Ohnsorg so eine Art Bühnenplatt, unser Ohnsorg-Platt. Was ist denn das für ein Platt? Ist das erfunden? Nee, kann man auch nicht so ganz sagen. Anders angefangen. Es gibt kein wirkliches Hamburger Platt. Schockschwere Not. Hamburg ist riesig groß. Ja, also spätestens mit dem Groß-Hamburg-Gesetz 1936, 37, schlag das nach, ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf, da hat man also Harburg und Wilhelmsburg und Altona und Hamburg, Schüttel, dieses große Hamburg draus gemacht. Und ob das jetzt Blankenese ist oder Finkenwerder oder Vier- und Marschlande, das Platt in der Innenstadt, im Hafen oder weiter draußen, da gibt es lauter Unterschiede. Deshalb gibt es das eine Hamburger Platt schon mal gar nicht. Side Note, mein Urgroßonkel war Hamburger Kaufmann, der ist morgens mit der Melone mit der Hochbein in die Börse gefahren. Und was der gesprochen hat, was nämlich auch mein Opa dann gesprochen hat, war für meine Ohren quasi Mecklenburger Platt. Aber für ihn war das Hamburger Platt und er war Hamburger. Also kann keiner sagen, dass er nicht recht gehabt hat. Das Ohnsorg-Platt, was wir heute haben, fußt auf dem Holsteiner Platt. Hamburger Platt ist da auch ganz eng mit verwandt. Das ist so das Gemäßigte in der Mitte. Ne? Also nicht so die ganz Extreme aus dem Hafen oder die Extreme von Finkenwerder. Es ist so das, wo wir alle das Gefühl haben, ja, das kenne ich, das klingt irgendwie vertraut. Und da gucken wir heute mal so ein bisschen rein. Verschiedene Schauspieler am Ohnsorg-Theater. Wie klingt denn das, dieses Ohnsorg-Platt, dieses Bühnenplatt? Und Kunden mit dem Maul perfekt Platznacken. Ja, warum soll er denn auch wohl nicht? Ja, wo hier doch 23 Jahre drüben wes ist. So, und nun passen wir auf. Ja. Wir haben ja jetzt auch im Hochdeutschen ein Standarddeutsch, eine Bühnenhochlautung, sowas wie auch in der Tagesschau gesprochen wird. Und die ist ja im besten Falle, wenn die Sprecher gut ausgebildet sind, überall ziemlich gleich. Da sollte eigentlich ein Nachrichtensprecher überall in Deutschland das gleiche Standarddeutsch sprechen. Das gibt's. Kann man im Wörterbuch nachschlagen, wie das ausgesprochen wird. Das haben wir jetzt offiziell im Plattdeutschen eben nicht. Das heißt, das Unsorg-Theater oder der NDR, die müssen sich da so ein bisschen selber einigen. Das heißt aber auch, dass auch wenn wir eine Art Standard-Nordniederdeutsch, Standard-Plattdeutsch finden, da immer noch mehr Nuancen drin sind als im Hochdeutschen. Und das ist auch vollkommen okay so, sonst wäre es ja auch tot. Erstes großes Thema ist der spitze Stein, haben wir auch schon mal angeschnitten. Ist der spitze Stein jetzt typisch norddeutsch, ist der überall im Plattdeutschen? Also, in der Wildbahn, im Plattdeutschen, das Plattdeutsche verändert sich ja auch, wird der spitze Stein vielerorten nicht mehr richtig ausgesprochen. Wenn ihr mal in die Folgen reinhört, wo wir Plattdeutsch miteinander sprechen, mit Cornelia Ehlers, mit Christiane Ehlers, mit Carina Dawart und so weiter, da werdet ihr auch merken, manchmal spitzer Stein, manchmal snacken, manchmal schnacken. So ist es einfach heutzutage in der freien Wildbahn. Wir sind ganz bestimmt kein dicken Frünn. Auf der Bühne beherzigen wir schön den spitzen Stein, da machen wir das alles ganz schön sauber. Düse Onkel Fritz, was weißt du? Der hier wär nämlich der zweite Schorb in der Familie. Was weißt du, wo ich das mein? Schlüngel, du. Sprit sprüt in der Spritfabrik. Wenn du kein Sprit, dann sprüt kein Sprit. Im Plattdeutschen wird über den spitzen Stein gestolpert. Aber nicht nur bei ST und SP, also Stol, spitzer Stein, sondern auch bei das Schwein, das Zwien oder der Schnee, der Snee. Spitzer Stein, hier auf der Bühne immer, im Alltag nicht immer. Das heißt, auch wenn es hier jemand mal nicht machen sollte und sagt schnacken, dann ist das Plattdeutsch nicht falsch. Es ist aber nicht das, was wir hier eigentlich auf der Bühne sauber machen wollen, aber kein Grund, sich aufzuregen. Zweite große Konsonantenfrage, das rollende R. Sprechen wir hier jetzt das rollende R in Hamburg? Also, es gibt so und so. Selbst in Hamburg, wir haben schon gesagt, Hamburger Platt gibt es gar nicht, das ist so verschieden.
Lusten wir doch mal rein bei ein paar unfehlbaren Unsorg-Kollegen, wie die das mit dem R halten. So, nu drüft drüber raden. Drüff ich froh, ich noch ein Autogramm fragen. Was muckt eigentlich diese witten Rosen hier? Das süd ja ut das Begräbnis. Die sind wiss von Hotel. Trüch war ich war mit dem Frachter vorn, wenn mein Lebebrot daheim nicht das Ticket für mich betont. Ihr habt vielleicht gehört, Manfred Bettinger, der rollt dat R. Manfred Bettinger kommt ut aus Friesland, der ist aus Fries. Und in Ostfriesland, da wird das R gerne noch gerollt. In Hamburg auch, aber wir haben gemerkt, Hamburg gibt's nicht nur ein Platt, das gibt's so und so, alles in Ordnung. Heidi Kabe wiederum, die ist ja nur auch in Hamburg aufgewachsen und auch mit Plattdeutsch aufgewachsen, die hat das R wieder nicht vorne gerollt. Und Heidi Mahler, ihre Tochter, rollt das R auch nicht vorne. Wenn du was begriffst, du hört mehr Teo als ein 100 Singbiet du bringst. Also hör mal! Das heißt, egal ob Hamburger oder Ostfriese, beides ist okay, beides ist authentisch, heutzutage sowieso. Entscheidend ist, dass das organisch ist. Und darum werdet ihr hier hauptsächlich organische Rs hören. Das heißt, wer organisch und für ihn natürlich ein Zungen-R rollt, weil er das im Alltag so tut, der macht das. Und wer das nicht macht, inklusive Heidi Kabel, der macht das nicht. Nächstes Thema zur Aussprache, weniger streitbar, ist das Thema GCH. Hamburg, ob Plattdeutsch Hamburg. Das auslautende G, das G am Ende, wird immer ein CH. Guten Tag, guten Tag. Das ist doch nicht möglich. Das ist doch nicht möglich. Mama, du musst so gut sein und so gau als möglich herkommen. Du sind ein paar Lüd, die hat was in den Kopf. Ja, natürlich ist Papa hier. Man, hey, secht, das letztlich nicht eins an aber Rot sagen. So, Herr Victor, secht gesagt. Eins klar, ne? Potenziell streitbareres Thema ist vielleicht wieder der Konsonant J. Wie wird das J gesprochen? So wie in Minjung. Oder heißt das vielleicht Minjung oder Minjung? Auch das ist regional verschieden. Am Unsorg-Theater ist die Ansage ganz klar, das heißt Minjung. Ji secht Minjung. Ja? Aber natürlich gibt es Gegenden, ich glaube auch im Bremischen zum Teil, manche Hamburger aber auch, es gibt nicht das Hamburger Platt, die sagen Jung, Ji, Jo. Das sind nur uns Mitbürgers. Und ich weiß nicht, warum Schickliks all denkt, dass hier ein grödig Grotfamilie inträgt. Mogt jo dat bitte klar? Da sind ein paar Tonas, die von dem Balkon in der 4. Etage in den Pool da jumpen dort. Was? Auch das kann man eben übertreiben, genau wie das rollende R, wenn das nicht ganz natürlich ist für euch. Dann klingt das so ein bisschen manipuliert. Da sollte man das vielleicht lassen. Aber auch da, langer Rede, kurzer Sinn. Regional kommen Varianten vor, am Unsorg normales J. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Auch das kommt vor. Und ich bin mir sicher, dass jeder was finden kann, was ihm voranbringt. Jeder kann selbst bestimmen, wo stark sich inbringen will, ne? Dann, interessante Frage. Wer auch schon mal Plattdeutsch gelesen hat, der kennt diese schönen plattdeutschen Wörter mit V. Das Leben, das Leven. Jemandem etwas geben, was geben. Wie wird dieses V gesprochen? Dieses V hat sich ähnlich wie im Spanischen, wir haben schon mal gelernt Moin und Buenas, also da gibt es viele südländische Parallelen zum Plattdeutschen. Dieses V im Plattdeutschen hat sich im Alltag zu einem Reibelaut zwischen V und B hin entwickelt. Das heißt, wir sagen im Alltag nicht so super deutlich geben und leben, sondern geben und leben. Vielleicht ist Fritz in sin Ehe ja kinderlos geblieben. Die Details und der Privatleben kommt mir überhaupt nichts an. Fast wie geben. Da ist eigentlich fast ein B drin, aber auch das B wird ja schon wieder vernuschelt. In anderen Formen hört man das F aber ganz klar. Nämlich, wenn es nicht anlautet, bei Hey gift mi wat, Hey lebt in Hamburg. Da hören wir auf jeden Fall den V-Laut raus, aber als Endsilbe wird er vernuschelt. Geben, leben im Alltag. Auf der Bühne müssen wir ein bisschen deutlicher sprechen. Da sprechen wir geben und leben. Cum grano salis, auch nicht immer überdeutlich, sonst wird es unnatürlich. Aber da ist eine Bühnen- und Medienansage, wir machen das erkennbar als einen Reibelaut und nicht als klares B. Aber auch da wissen wir, gibt beide Varianten. Auf der Bühne einfach nur ein kleines bisschen deutlicher, damit man es besser versteht. Warum denn nicht deren? Sie mögen lernen ihr Leben zu leben. Das waren die Konsonanten. Da wird ganz, ganz viel rumüberlegt. Plattdeutsche Konsonanten, spitzer Stein, rollendes R. Klingt das jetzt ausreichend plattdeutsch? Viel wichtiger für den Klang einer Sprache sind aber eigentlich die Vokale.
in den Vokalen klingt eine Sprache. Und da ist es viel wichtiger, dass wir wissen, was sind denn hier eigentlich die niederdeutschen Vokale. Fangen wir doch bei den Vokalen nochmal vorne an. Das A. Das lange A im Plattdeutschen ist dunkel. Das lange A ist nämlich ein O, wie im Dänischen Aarhus oder im Englischen Water. Ja? Also, lassen Plattdeutsch Lorten. Geschrieben Laten, da seht ihr, es ist ein langes A und das lange A wird O. Lorten, Morken, Gorn, Storn, Forten. Sie mag bloß Spaß, oder? Nee. Das hätt sie nicht da. Doch, das hab ich doch. Und nur mal ganz ehrlich, das hätt sie nicht da. Nipp und nau, das hab ich doch. Und den Martin. Ja, aber... Nix aber für aber hätt wie nu kein Titel. Regional, auch traditionell in Hamburg, wird dieses O noch stärker eingedunkelt zu einem richtigen reinen O. Also Loten, Moken, Gon, Ston, Pfoten. Nicht zum O, nicht Moken, Gon, Stone, Loten. Da kommen wir gleich noch zu, wo dieser Laut zu finden ist, dass wir die nicht verwechseln. Du lot ihm doch endlich mal zu Port kommen, du eule Sammelheini! Dass du nie nicht einen Menschen utsnacken loden kannst, ist ja rein so doll mit dir! Da hört ihr also Heidi Mahler, die spricht zum Beispiel konsequent diese hamburgisch-holsteinischen O's, wo andere ein O sprechen. Beides übrigens in Hamburg zu finden. Hamburg ist vielfältig. Das ist das lange A, das dunkle A. Das kurze A ist ein ganz normales A. Wenn überhaupt anders, dann ist es eher heller als im Hochdeutschen. Also dat, wat, nat, gras. Wenn auf dieses helle A ein R folgt, die Rs vernuscheln wir nämlich, dann wird es ein langes helles A durch dieses R. Also zum Beispiel im Fischmarkt. Wenn schied wat wart, wat dat wat wart und wat dat wat wart. Kein Wunder, hätt ja kein Mann an den sicken Frau krank ärgern muss. Die Vater hat einen Knall. Ist ernst, Brot. Wie habt an ernst gedacht? Ja, ich hab sie nie sehr gemocht. Das bricht mir das Hart bei. Alles helle, kurze A's. Nur bei dem R werden diese kurzen A's in die Länge gezogen, liegt aber nur am R. Generell gilt eigentlich kurzes A hell, langes A O. Beispiel für die verschiedenen A's ist der schöne Satz: Die all sind all. Die Aale sind schon alle. Da haben wir vorne einmal das lange A, das O, dann haben wir das kurze, helle A, all, und dann haben wir das gelenkte, lange A, das gleiche. Die all sind all. Im Mecklenburger Platt sind übrigens all und aal genau umgekehrt. Der Mecklenburger würde sagen, die aal sind all. Glaube ich. Nicht verwirren lassen, wir sagen hier, die all sind all. Die Aale sind schon alle. Kurze Side-Note, wer jetzt hier über die Schreibweise nachdenkt. Das Doppel-A ist auf jeden Fall immer ein langes A und somit immer ein dunkles A. Es ist aber nicht jedes A, das nicht doppelt ist, automatisch ein kurzes. So rum funktioniert es also nicht. Rechtschreibung ist jetzt heute nicht das Thema, aber Vorsicht hier, wer jetzt glaubt, aha, immer ein Doppel-A ist ein dunkles A und die anderen sind dann kurz. So einfach funktioniert die plattdeutsche Rechtschreibung leider nicht. So, jetzt habe ich gerade gesagt, es heißt Moken, aber nicht Moken. Wo kommt denn das O hin? Das O gibt es auch im Plattdeutschen. Das O ist aber das plattdeutsche O. Also das lange O im Plattdeutschen wird auch quasi einen Schritt weiter gedunkelt. Das A zu O und das O zu O. Also zum Beispiel Goat, Boat, Dote, Sot. Da haben wir das O. Du mogst das Goat. Du mogst das Goat. O. Oder auch du morgst das Goat. O. Wenn das für königliche Hoheiten Goat noch ist, dann ist das auch Goat noch für uns Turners. Frau Senator. Das ist worauf dich in vermaledeite Situation. Ach, was willst du? Na denn, Goat in Nacht, Marie. Das wär Goat. So, jetzt haben wir eben gesagt, das O wird in Hamburg und Holstein bis zum O gedunkelt. Das gleiche gibt es auch fürs O. Das O kannst du in Hamburg und in Holstein auch noch einen Schritt weiter dunkeln, nämlich zum Eu. Das sind fast 3 Laute in einem. O, U. Eu. Geut, Seut, Deut, Greut. Dann ist sie doch ein Beamten.
Wenn es denn modelt ist, kriegst du schöne Panschel. Säun, Grauden, Baumkeu. Das waren 3 Laute in einem. Das nennen wir einen Triphthong. Tria, griechisch 3. Triphthong, 3 Laut. Das andere, O, ist ein Diphthong, also ein Doppellaut. Und ein normaler Vokal, also A, E, I, O, U, Ä, Ö, Ü, O, ist ein Monophthong, ein Einfachlaut, ein einfacher. Monophthong, Diphthong, Triphthong. O, O, Eu. Das heißt nochmal zusammengefasst, wir haben entweder ein O, Eu platt oder ein O, O platt. Auf der Bühne im Ohnsorg-Theater sprechen wir normalerweise ein O, O platt, weil das regional verbreitete, gut verständliche ist. Ich habe aber eingangs gesagt, wir lassen trotzdem im Plattdeutschen mehr Nuancen zu als im Hochdeutschen. Das heißt, ihr habt gehört, auch bei Erki Hopf oder bei Herdi Mahler und übrigens auch bei mir, kann man manchmal das Platt, was man gewohnt ist, einfach nicht komplett verleugnen und wenn es zum Stück passt. Die Kollegen sprechen dann durchaus auch mal anders, wenn wir einen Tschechow auf Platt spielen, als wenn wir einen Wrost auf Platt spielen. Da ist innerhalb unseres Bühnenplatz immer noch ein bisschen Spiel für künstlerische Gestaltung. Aber langer Rede, kurzer Sinn, diese vielen Varianten gibt es und wer sich an das Bühnenblatt halten und das lernen möchte, O, O. So, jetzt sind wir beim Thema Diphthonge, Doppellaute. Das gilt auch für die anderen Vokale. Wir waren jetzt beim A und haben das O gleich mal mitgenommen. Gibt natürlich auch das kurze O, also in Sott, Bott, aber da brauche ich nicht viel zu sagen. Doch, da kann man was zu sagen. Regional, in Teilen von Schleswig-Holstein, wird dieses kurze O nämlich stärker gerundet zum U. Also das Holz, wird dann zum Hult. Und der Roggen wird dann Rung. Also auch das gibt es regional, werdet ihr hier aber eher nicht hören. De Kop, de Kupp, Pütt und Pan, Putt, der Pott, de Putt. Ja, da habt ihr schon mal gehört. Aber wir machen es hier flächendeckend eigentlich nicht, aber auch die Variante gibt es natürlich. Wer jetzt sagt, Moment mal, das gibt es doch auch noch. Jetzt aber zum eigentlich folgenden Vokal, dem E. Da nehmen wir auch noch das Ä mit rein, denn das Ä, wenn wir auf den Klang achten, nicht auf den Buchstaben, mit dem es geschrieben wird, das Ä ist ja auch ein E. Bett, Fett, Nett, E. Das ist genau der gleiche Vokal wie in Käse und Mädchen. Ja? Also Ä und E behandeln wir mal zusammen. Da gibt es nämlich auch das einlautige E, das monophthongische E, und das doppellautige Ei. Das E und das Ei, die klingen nicht so verschieden in unserem Platt. Das heißt, viele hören gar nicht, dass das 2 verschiedene Laute sind. Zum Beispiel Deel, die Diele, Deel, der Teil. Deel, Deel. Kleiner Unterschied. Das eine ist ein E, das andere ist ein Ei. Ei. Das ist in unserem Platt und das macht auch teilweise große Bedeutungsunterschiede aus. Wissen, weten. Weiten ist der Weizen. Hast du all sehen? Das het sneit. Überall liegt Snee. Ey. Du liebe Schied. Moin, Herr Deddert. Ich will gern den einen Leder mit das Orchester noch mal durchsingen, bevor das Konzert von Abend losgeht. Hey, alle. Vater, alle. Der Dreh dürft nicht weten, dass du das weißt. Nee. Was weißt du denn? Ich dachte, ich krieg hüt noch was. Ey. Aber ich hef nix kriegen. Darf ich froh, ich hätte noch ein Autogramm, Frau. Nee. Und wenn das für meine Mutter ist? Nee. Warum denn nicht deren? Sie mögt lernen ihr Leben zu leben. Für lange Zeit, als ich noch ein Lütte deren wär, wohl ich auch hier muss auf der Bühne stehen. Oh, was schau ich mir das nur Toto geben? Ja, das schon, Seok. Und mein Lieblingsbeispiel. Ich weit, du weitst. Hey, seh dat. Weit, wie weht, je weht, sei weht. Gehört, ne? Sie muss doch von eins noch rechtzeitig Bescheid wissen. In anderen plattdeutschen Dialekten der plattdeutschen Sprache, ist dieser Unterschied aber viel deutlicher. Wir hören mal ins Mecklenburgische Platt rein. Auch das hat hier auf der Bühne schon mal stattgefunden. Sei hem kein Söhn, deinmal sei ihr Nachfolger wart. Und das ganze Kapital, so as halt kriegen hat, liegt noch in Eutin ob de Crashburgkasse. Im Mecklenburger Platt ist unser E ein Ä und unser Ei ein Ei. Also E bisschen offener und Ei auch. Beide Laute sind etwas offener, noch breiter. Es ist das gleiche Prinzip. Ein offener Einzellaut und ein
breiter Doppellaut und die sind im Mecklenburger Platt einfach stärker auseinandergezogen. Der Unterschied ist viel, viel deutlicher. Beispiel. Ich habe einen Brief geschrieben. Ich habe einen Brief geschrieben. Ich habe einen Brief schreiben. Ein. Brief, Brief. Sei sind ein Mann, dei weit, wat hei will. Min leive Kohl, het hei du als echt. Schrieben, schreiben. Und du hätt wie beiden uns so dull dat vertüren kriegen, sei hätt mi den Ring für de Volk schmähten und mi auch noch ein paar achtete Uhren geben. Ja? I, E. Einzellaut, Doppellaut. Offener, breiter. Mecklenburger Platt. Im Mecklenburger Platt wird außerdem unser O, respektive Eu, auch stärker geöffnet, und zwar zum Au. Also bei uns gibt es zum Geburtstag Kuchen oder Kuchen. Seun, Greuden, Baumkuchen. In Mecklenburg, da gibt da kein Kuchen, da gibt das Kauken. Gauden, Kauken. Nee, Gott du man tau. Nachtrag zu meinem Urgroßonkel, der hat zum Beispiel nicht gesagt Goat für gut, sondern Gaut. Als Hamburger. Hamburger Platt. Vielfalt. Und letzter Laut, den wir besprechen wollen, das Ö, Umlaut O. Beim Ö verhält es sich eigentlich fast genauso wie beim E. Wir haben ein einfaches Ö, zum Beispiel in Kök, die Küche, Möhl, die Mühle. Wo nehm es min Söhn? Ich geh nur eins smücken, dann könnt ihr jo über mich abregen und dann noch das Thema wechseln. Du, und selbst wenn das so ein Beten frögelig war, wie sind die Lüt, die Dörn obmucken könnt? Und wir haben ein Doppellaut Ö, ein Diphthong. Also in Grön, wie ein Ö, Grön, schön. Söit, Söite der. Das Orchester hätt den helen Tag lang öft. Ah, das ist ein heel wichtigen Abend, Herr Dentert. Ich bin kaum See zu begrüßen. Das ist Frau Senator. Ich kann gar nicht anders, als sich den Beten amorös zu fühlen. Oh, das länger glöhnige de Nachten. Och, was das in mir brennt, Maike, fühlst du das nicht auch? Nee. Ähnlich wie unser O bis zum Eu breiter werden kann, kann auch unser Ö bis zum Oi breiter werden. Also dann ist es nicht grün, schön und söit, man grün, schön und säut. Säude deren. Das hat man in Hamburg schon mal gehört. Sagen die Mecklenburger übrigens auch. Die haben ja auch diese breitere Tendenz. Auch die benutzen unser Oi teilweise. Im Bühnenplatt machen wir diese extremen Verbreiterungen nicht, dieses Oi. Wir sagen hier nicht grün und schön, sondern grün und schön. Und auch das ist im Hamburger Platt-Spektrum vorhanden. So, abschließend nochmal zu diesem Thema Ohnsorg Bühnenplatt. Wir sprechen ja auf der Bühne nicht da breide Hubenplatt, das die Hafenarbeiter gesprochen haben. Wir sprechen ein Ausgleichsplatt, hamburgisch-holsteinisch, was für diese Region zutreffend ist und auch so gesprochen wird und wurde. Aber wir nehmen nicht die Extreme mit auf die Bühne, denn man soll es ja auch gut verstehen können. Eine Sprache hat ganz, ganz viele Varietäten, ganz viele unterschiedliche Spielarten. Und das macht auch eine Sprache aus und ihren Rang. Und dass man innerhalb dieser verschiedenen Varietäten aber trotzdem immer noch die Sprache als solches erkennt und sagt, ah, das ist Hessisch, aber natürlich ist das Deutsch. Und ich erkenne auch, ah, das ist Ostfriesisch, aber natürlich ist das Niederdeutsch. Und darum erkenne ich zum Beispiel auch immer zuallererst, ah, das ist meine Sprache, das ist Plattdeutsch. Und dann höre ich hin, ah, ich glaube, das ist Bremer Platt. Interessant. Speziell hier auf dem Theater und in der Kunst ist es also natürlich auch reizvoll, mit einer Sprache als Ausdrucksmittel und auch als Charakterisierungsmittel zu spielen und verschiedene Farben zur Verfügung zu haben und nicht nur die eine. Das ist jetzt mein persönlicher Kommentar. Ich finde, ebenso wie im hochdeutschen Theater durchaus auch die Mundarten, die Dialekte vorkommen sollten, um Figuren zu zeichnen, um bestimmte Effekte möglich zu machen. Und nicht nur im sogenannten Volkstheater, sollte man auch im niederdeutschen Theater durchaus auf der Bühne mal, wenn es möglich ist, wie wir es eben mit Robert Eder gehört haben, Mecklenburger Platt, andere Plattformen hören, wenn sie einem was geben, wenn sie eine Figur interessanter machen, ein Stück farbiger machen und dann nicht sagen, huch, das ist ja nicht mein Platt, was hat das denn hier zu suchen, sagen, interessant, das ist meine Sprache, aha, der kommt wohl aus Schwerin, der Kollege da. Das macht ein Stück auch viel interessanter und lässt uns Plattdeutsch auch mehr als Sprache erleben, mit vielen verschiedenen Varietäten und nicht nur als den Dialekt aus meinem Dorf. Und mein Dorf ist bestimmt ganz schön, wir haben einen ganz tollen Dialekt und der ist super, aber die anderen sind auch meine Sprache.
Abschließend noch mal ein paar Klangbeispiele mit einem Satz, um das nochmal zu hören, wie gleich und unterschiedlich diese verschiedenen Varietäten sind. Hochdeutsch, ich gehe zur Schule. Bühnenplatt, ich go no Schule. Hamburger Platt, ich go no Schule. Mecklenburger Platt, ich ga na Schule. Ostfriesisch versuche ich jetzt mal, ich go no Schkaul. War bestimmt falsch. Moin Christian, also auf ostfriesischem Fähncherplatt würde man es so aussprechen. Ich go not Schkaul. Und Englisch, I go to school. Auch wieder anders. Aber man hört, ich go no Schule, ich go no Schule, ich go no Schkaul. Das ist eine Sprache. Ich gehe zur Schule ist eine andere Sprache. I go to school ist noch eine andere Sprache. Und trotzdem sind alle ähnlich. Und wir hören das Sk, School und Schkaul im Ostfriesischen ist eine Ähnlichkeit. Go, I go, ich go, auch eine Ähnlichkeit. Es fließt. Also, liebe Native Speaker, nicht immer das eine mit jo Schnacken da Glicks vertellen, das ist aber nicht mein Platt, das ist ein anderer Platt. Ja, das weht die wahrscheinlich also, ist doch wunderbar, du hast den Platt, hey, jetzt den Platt, lot uns also so um uns Platt schnacken. Und liebe Plattdeutsch Neulerner, also keine Sorge, Manto kommt ins Ohnsorg-Theater, hier habt ihr eine gute Grundlage oder hört den NDR, da habt ihr sie auch. Wenn ihr aber natürlich wo wohnt, wo Platt gesprochen wird oder ihr habt welche in der Familie, Nachbarn, die das können, natürlich hört euch da auch was ab. Und lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, wenn das ein bisschen anders ist. Das ist in Ordnung. Plattdeutsch lebt. Wir wohnen ja heute nicht mehr alle ein Leben lang im gleichen Dorf, darum kommt ins Theater, geht los. Bestellt eure Brötchen auf Platt, bestellt das Fischbrötchen auf Platt. Die All und all. Ich hoffe, ihr seid nicht verwirrter als vorher, sondern habt ein bisschen was mitgenommen. Ansonsten schickt uns Fragen. Wenn ihr jetzt neue Fragen bekommen habt, wir warten auf eure Fragen. Heute haben wir nämlich keine Frage. Darum nehmen wir gleich mal 2 Fundstücke. So, das erste Fundstück kommt aus dem Bus. Da saß jemand hinter jemand anderem und hat sofort erspäht, dass auf der Jacke was Plattdeutsches steht und uns ein Foto geschickt. Schmuddelwetter, wenn dat plattert. Übersetzung brauchen wir nicht. Gutes Auge. Das zweite Fundstück, das ist super spannend. Das kommt aus Niebüll. Da hängen nämlich diese schönen Plakate hier. So muck wie dat. Das können wir Niebüller auch. Muckt mit. Und wo muck wie mit? Hier, Coronavirus. So muck wie dat. Nicht to Huppenstone, blieb to Hus. Jümmer Hannen waschen, den Doktor anrufen, nicht hinloben. Husten und Niesen in Arm, nicht anpfoten, wie ein golden Dachsäcken, wie Fever und Husten blieb to Hus. In Ruhe und to Hopen kriecht wieder hin. Jeder ein kiekt nur den anderen. Die Plattdeutschen sind ganz vorne mit dabei. So, das wird er wieder mit der 12. Folge von Platt to go unseres Lütte Plattschule. Schickt uns gern wieder jo Fragen. Wir habt keine Fragen mehr, aber vielleicht sind ja heute neue Fragen aufgetreten. Immer her damit, Fundstücke sowieso. Und dann seht wir uns für Höpen wie die dörteinste Folge wieder. Und bis dahin, tschüssing, hut ihr fuchtig und bis andermal.